Matthäus Kapitel 5. Wo er die vielen Leute sieht, geht er den Berg auf und sitzt an. Seine Jünger kommen zu ihm und er lehrt sie das. Freuen sollen sich die mit leeren Händen vor dem Gott stehen, weil ihnen einmal die neue Welt gehört. Freuen sollen sich die traurig sind, weil sie den Gott einmal tröstet. Freuen sollen sich die keine Gewalt anwenden, weil ihnen einmal die Erde gehört. Freuen sollen sich die Hunger und Durst haben nach dem rechten Leben, weil ihnen der Gott zu essen und zu trinken gibt. Freuen sollen sich die anderen helfen, weil der Gott auch ihnen einmal hilft. Freuen sollen sich die ein gutes Gewissen haben, weil sie einmal den Gott dürfen anschauen. Freuen sollen sich die Frieden stiften, weil es der Gott einmal als Kind annimmt. Freuen sollen sich die verfolgt werden, weil sie recht leben. Ihnen gehört einmal die neue Welt. Freue dich, wenn sie wegen mir über euch lästern und euch verfolgen und schlecht reden über euch. Freue dich und jubelt, weil ihr den grossen Lohn überkommt vom Gott. Gleich haben sie ja vor euch schon Propheten verfolgt. Ihr seid Salz von der Erde. Wenn aber Salz blöd wird, wie soll man es wieder salzig machen? Man kann nichts mehr mit dem anfangen, nur noch fortrühren und es vertrampen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt zuoberst auf einem Berg kann sich nicht verstecken. Man zündet ja auch keine Lampen an und stellt sie unter den Tisch, nein, auf einen Leuchtständer rauf. Dann gibt sie am ganzen Raum hell. Genau so soll euer Licht den Leuten leuchten, dass sie eure guten Taten sind und euer mächtiger Vater rühmen. Meint ja nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz abschaffen oder Propheten. Nicht abschaffen will, ist im Gegenteil, wahr machen. Glaubt mir, solange es den Himmel und die Erde gibt, dürfen ihr nicht einmal einen I-Punkt und nicht einmal ein Komma im Gesetz ändern, bis alles geschehen ist. Wer nur eine einzige Vorschrift für abschaffen, auch eine nebensächliche, und die Leute aufreisst damit, wäre der Kleinste in der neuen Welt. Aber wer nach den Vorschriften lebt und sie weiterlehrt, dem ist ein guter Platz sicher in der neuen Welt. Ich sage euch nämlich, dass, wenn ihr euer recht Leben nicht wesentlich ernster nehmt als die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann kommt ihr nie in die neue Welt hinein. Ihr wisst ja, was im Gesetz steht. Bring niemand um. Wer einen anderen tötet, der kommt vor Gericht. Ich sage euch, auch wer nur schon verrückt ist auf seinen Brüder, kommt vor Gericht. Und wer zu seinem Brüder sagt, du Double, kommt vor den Sanhedrin. Und wer einem sagt, du gottloser Mensch, der kommt in die Feuerhölle. Wenn du also zum Beispiel an den Altar opfern und dir dort in den Sinn kommt, dein Brüder hebt etwas gegen dich, dann stell dein Opfer ab vor dem Altar. Gang wie das erste Mal mit deinem Brüder vertragen und nachher komm wieder und bring dein Opfer. Mach gleich Frieden mit deinem Prozessgegner, solange du noch mit ihm unterwegs bist, dass er dich nicht jemandem am Richter übergebe und der Richter dem Diener und ins Gefängnis gehet werdest. Glaub mir, dort kommst du nicht mehr raus, bis du den letzten Rappen zurückgezahlt hast. Ihr wisst ja, was im Gesetz steht. Bricht nicht. Ich sage euch, wer eine Frau nur bloß anschaut und sie will haben, hat in seinem Herz schon die Ehe gebrochen mit ihr. Wenn du wegen deinem rechten Auge stürchelst, riss es raus und rühr es fort. Es ist doch besser für dich, nur eins von deinen Gliedern zu Grund, als dass du als ganzer Mensch in die Hölle stürzest. Wenn du wegen deiner rechten Hand stürchelst, hau sie ab und rühr sie fort. Es ist doch besser für dich, nur eins von deinen Gliedern zu Grund, als dass du als ganzer Mensch in die Hölle gehst. Im Gesetz steht, wer seine Frau fortschicke, müsse er bloß einen Scheidungsbrief geben. Ich sage euch, jeder, der seine Frau fortschickt, ausser sie gehen mit einem anderen, treibt sie dazu, dass sie die Ehe muss brechen. Auch wenn ein Mann eine Geschiedene heiratet, bricht er die Ehe. Ihr wisst ja, was auch noch im Gesetz steht. Schwör kein Meineid und erfülle dem Gott deine Schwür. Ich sage euch, schwöret überhaupt nicht, weder beim Himmel, weil er am Gott sein Thron ist, noch bei der Erde, weil er sein Fußschemel ist, noch bei Jerusalem, weil sie am Gott seine Stadt ist. Schwör auch nicht beim Kopf, weil du nicht ein Höri drauf kannst weiss oder schwarz machen. Sagt einfach ja oder nein. Alles andere ist zu viel. Ihr wisst ja, was im Gesetz steht. Auge gegen Auge und Zahn gegen Zahn. Ich sage euch,
Wehret euch nicht, wenn man euch das Leid werket. Im Gegenteil, haut die einen auf den rechten Backen, hebem auch der andere an. Wollt der eine das Hemd pfänden vor Gericht, dann gib ihm auch den Mantel. Zwingt die eine zum eine Meile weit begleiten, gang 2 mit dem. Wer etwas will von dir, dem gib's. Wer etwas auslehnen von dir, weisen nicht ab. Ihr wisst ja, was im Gesetz steht. Bis lieb zu deinem Mitmensch, hass dein Find. Ich sage euch, sind lieb auch zu euren Find und betet für die hinter euch her sind, dass ihr echte Söhne von eurem mächtigen Vater werdet. Weil er seine Sonne lässt scheinen auf Schlechte und Gute und lässt regnen auf alle Menschen, ob's recht oder nicht recht leben. Wenn ihr nur mit denen lieb sind, die mit euch lieb sind, was ist das schon? Machen das nicht sogar die Zöllner? Und wenn ihr bloß euren Freund den Gruß abnehmt, was ist das schon Besonderes? Machen das nicht sogar die Heiden? Hebt drum ein grosses Herz, wie euer mächtiger Vater ein grosses Herz hat.